Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem denkwürdigen Champions League Auftaktspiel in die neue Champions League, wo alles neu ist. 19:2 gegen Dynamo Zagreb und jo, wir gehen rein in die Pressekonferenz und hören mal, was Vinny zu sagen hat. Bevor wir das tun, natürlich wie immer der Hinweis, Leute, wenn euch gefällt, was ihr hier seht, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue und vielen lieben Dank dafür. Und nun rein in den Bums. Fröhlicher Abend oder Nacht geht zu Ende. Der FC Bayern gewinnt zum Auftakt der Champions League 9:2 gegen Dynamo Zagreb. Herzlich willkommen euch und Kompanie, der jetzt ein bisschen erklären wird, wie das zustande kam und ja, wie toll dieses Spiel letztendlich auch war. Bitte schön, eure Fragen angezeigt mit einem Handzeichen und los geht's. Alle noch am Überlegen? Nein. Klaus Bergmann für die dpa, bitteschön. Herr Kompanie, wo ordnen Sie diesen Abend so in Ihrer Laufbahn ein, insbesondere jetzt als Trainer? Und worauf reiten Sie jetzt im Gespräch mit der Mannschaft mehr um? Auf den paar Minuten nach der Pause oder auf den 9 Toren? Worauf bauen Sie auf? Worauf bauen Sie auf? Das hört sich so an, als hätten wir gerade glücklich 3:2 gewonnen, Alter. Worauf bauen Sie auf? Ja, auf was reitet man jetzt rum? Natürlich auf 9 Toren, Alter. Es wäre ja dumm, irgendwie die negativen Sachen herauszustreichen. Natürlich werden die angesprochen werden. Natürlich wird er vielleicht im Hinblick auf Leverkusen oder so sich ein bisschen Gedanken machen. Aber natürlich streichst du die 9 Tore raus. Also würde ich jetzt sagen, wir gucken mal, was ein Vinny so erzählt. Ja, es geht letztendlich immer um die 3 Punkte, um die 9 Tore, um was wir gewonnen haben. Und das ist natürlich ein bisschen außergewöhnlich, muss ich sagen. Und es hat einfach Spaß gemacht. Auch die Energie war gut. Die Mannschaft hat Spielfreude gezeigt. Und ja, wir kriegen 2 Gegentore, aber wir bekommen 2 Gegentore. Aber die 9 Tore. Ja, aber wir schießen halt auch 9, ne? Erzielen wir wegen die Mannschaft alle zusammen und wir kassieren 2 Gegentore, weil wir einen Schritt später zurückkommen als Mannschaft auch. Aber letztendlich sind wir... Und ich glaube, wir haben die 9 Tore auch nur erzielt, weil wir die 2 Tore bekommen haben. Ruhig geblieben und es war dann bis zum Ende ganz gut und ja, das war ein schöner Abend für uns. Dankeschön. Dann hier auf der rechten Seite, ja, bitte. Hi, congrats for the game tonight. Thank you. A lot of criticism online right now about you since you joined Bayern Munich. People are thinking like Bayern is bigger than you. A lot of comments about that. What are you taking? What your comment about that? I don't. Also es gibt viele Kommentare online, dass Bayern größer ist als Vincent Kompany, was er dazu sagt. I would love to elaborate on the question, but it's a very simple job. I love working with the players. I try to improve them. I try to improve the team. I try to improve myself. And like I said, I mean, it's not something I really should answer on. I could give you a deep answer about it and why it doesn't really deserve it. But I'm going to do it just in a quick way, just to prove a point, right? In a very quick way. It's like I'm born in Brussels, yeah? Northern quarter in Brussels. My dad was a refugee, came from Congo to Belgium. What were my chances of ever setting a foot, even in the Premier League, playing in the Premier League, winning something as a player, playing for the national team, and so on? If you take the odds and the chances that it was for me to happen, 0.00 what %, you know? And now I'm a coach. The question is, do you just stop believing? Do you stop believing in yourself because of what other people say? Do you stop believing in what you can achieve? Ja, die Frage war darauf bezogen, wahrscheinlich, dass er nicht erfahren genug ist, dass er zu unerfahren ist, dass der FC Bayern zu groß für ihn ist als Trainer. Und er sagt jetzt, ja, die Chancen, dass er
in der Premier League spielt, dass er Nationalspieler geworden ist, waren auch bei 0,00. Und warum sollte er jetzt aufhören, damit an sich selber zu glauben und so weiter? Achieve because you know what, there's a very small chance. The mentality is to continue to go, and in the end, if you fail, you fail. If you succeed, but you become better every single time. That's so important. And the question is irrelevant in terms of the direction of the fact that, because online you can always find stuff, so I really don't take it any personal, never. But the point is, it's an interesting topic in terms of what is it that people are supposed to do? Give up? Stop because of what others think? And in the world we live in, I think no, just let's encourage people to succeed, to break barriers, to do something. I shouldn't have answered so long, I'm sorry guys, but... Ja, er sagt was die Leute halt erwarten, dass er jetzt aufgibt oder was? Ja, dumme Frage. Haben wir ja bei uns auch ganz, ganz viele gehabt, die gesagt haben, Kompanie hält sich nicht länger wie ein paar Wochen, Blasels und ja. Ich meine, wir müssen jetzt noch nicht sagen, so alles ist fein, alles ist tutti, aber ja, guckt euch den Fußball an, den wir gerade spielen. Are you going to use Champions League as a point of prove them wrong about whatever been said? No, and that's absolutely what I wanted to make sure to avoid. I don't really care. Okay, I think we can stop it. Okay, Florian Eisler von der Augsburger Allgemeinen. Herr Kompany, sehr wahrscheinlich ist der FC Bayern der erste Tabellenführer dieser neu eingeführten Champions League. Was bedeutet das für Sie? Das ist ja auch ein Statement irgendwo. Und vielleicht, wenn Sie was zu den Gründen für die Auswechslung von Manuel Neuer sagen könnten. Ich glaube, dass Manu okay ist. Und also ich bin jetzt nicht Doktor oder Arzt oder so. Also wir werden immer noch morgen wieder ein bisschen mehr wissen, aber letztendlich, wir glauben, es ist okay und wir können auch kein Risiko nehmen. Wir haben Ulla. Ulla ist für uns auch... Es reicht nicht, wenn du 13-0 in der Halbzeit gehst und so souverän im Spiel warst, wa? Warum solltest du das Risiko da nehmen? Dann nimmst du ihn raus und gut ist. Eine Spieler, die schon sehr, sehr oft diese Rolle gespielt hat und wir haben uns nicht zu viele Gedanken gemacht und es war auch gut, diese Wechsel zu machen, damit wir keine Risiko nehmen. Und zum Tabellenführung, ich glaube, ich habe es schon gesagt, aber wir haben jetzt nur ein Spiel gemacht. Es ist auch nicht mehr dann das und es soll einfach jetzt wieder um das nächste Spiel gehen und wir versuchen einfach weiterzumachen. Das ist wichtig für uns. Auf der linken Seite wieder Klaus Bergmann nochmal bitte. Herr Kompany, viele haben sich gefragt, wie Harry Kane die EM, das verlorene Finale, wegsteckt. Wie lange denkt er darüber nach? Hemmt ihn das? Er war auch bei der EM, wirkte er nicht topfit körperlich. Ja. Können Sie uns erklären, was da passiert ist? Zeigt das seine Persönlichkeit? Was da passiert ist? Naja, er ist auf jeden Fall erstmal fit. Er hat ja ein paar Wochen Urlaub gehabt. Ja, und ich denke, wir müssen nicht, also jeder, der sich ein bisschen mit Harry Kane beschäftigt, muss man nicht über den Charakter eines Harry Kanes reden, oder? Man sieht ja seine Leistungen, also. Zeigt das seinen Ausnahmestatus? 4 Tore heute, 3 Tore am Samstag. Ja, und mit der Nationalmannschaft auch 2 Tore und er ist motiviert. Und das ist für mich als Trainer immer ein bisschen einfacher, weil wenn du eine Top-Spieler hast, die aus sich selbst motiviert ist und dann das macht es auch manchmal ein bisschen leichter. Also ich muss ehrlich sagen, er war auch ganz lange Führungsspieler, Kapitän, er ist auch noch Kapitän von der Nationalmannschaft. Das heißt, solche Spieler, die wissen, dass die in diese Momente aufstehen müssen und ja, das macht er gerade natürlich. Okay, gibt's noch einen Fragewunsch? Scheint nicht der Fall zu sein. Vielen Dank, guten Nachhauseweg. Danke. Winnie, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ja? Ist ja nicht lange hin, Leute. Ja? Freitag ist schon die nächste PK. Ja, was soll man noch groß sagen? Super duper Spiel, 9:2. Ich denke, es war spektakulär. Super anzuschauen und ich wiederhole hier gerne nochmal das Fazit von einem anderen Video, falls Leute da sind, die sich das andere Video vielleicht nicht angucken. Mir persönlich ist es lieber, wenn wir dann so Harakiri
Innenverteidigung, Spiel mit 1 gegen 1, bisschen Stürmer in die Höhe der Mittellinie verfolgen, wenn wir am Ende 9:2 gewinnen. Kann ich damit leben, Leute. Ja. Guck mir lieber so ein Spiel an, mit dann Abwehrschwächen, mit einer wackeligen Innenverteidigung und 9 Toren und kriegen 2 als wie ein 2-1. Ja. Ob es am Ende des Tages für bessere Mannschaften auch reichen wird, ob wir dann auch es da schaffen, ein Tor mehr zu schießen, wie wir kriegen, werden wir in 11 Tagen sehen, wa? In diesem Sinne. Rot-weiße Grüße gehen raus, Leute. Haut rein. Bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.